Guten Abend aus Straßburg. Guten Abend. Herr Görens, das Woche wird an der Session zu Straßburg Jean-Claude Juncker sein jährlich State of the European Union Speech gehen. Was sind Ihre persönlichen Erwartungen darunter? Also, dass die wichtigste Rede an seiner ganzen Amtsperiode gehen alle Observateure schon am Vierfeld aus. Ich erwarte mal davon, dass ein Antwort gibt auf die kruzialen Fragen, wie ist man Zusammenhalt von der Europäischen Union, wie ist man Zusammenhalt von den 21 Jahren von 2019 und von den 27 Ländern, wie von den großen Problemen an der Welt. Außenpolitisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, Monetärfragen sind am Vordergrund, die brauchen alle eine Lesung. An der Wertung von den Bürgern ist relativ hoch. Die Konjunktur für Fortschritte an der europäischen Integration zu machen, sind manchmal schlecht oder für die optimistisch zu sagen besser wie vor einem Jahr. Also schon ein bisschen Hoffnung. War das eher Evaluation bis von der Kommission Juncker? Die Kommission ist viel mehr politisch wie die Vorgängerkommissionen, die von Herrn Barroso gelegt wurden. Den Herr Barroso hat echt der Temperatur gemäß und dann nicht am wohlsten erwunderlichem Wasser von dann. Der Juncker geht aber das Problem ein bisschen mehr so dünn, dann hat doch ein paar die Leute Schwergewicht auf seiner Seite. Die dänische Kommissarin, die Steuerfragen vorprescht, den Herr Timmermans, den an institutionelle Fragen wirklich eine Kapazität durchstellt. Also nicht schon ein Team, das etwas bewegen kann, unter der Kondition, dass die Nachbarstaaten mitmachen. Und da sind wir auch ein bisschen neue Wand an Frankreich. Van Twellen an Deutschland rüber sind, da kann ich über Substanz schwätzen. Im Moment das Fallgeplänkel und ich gebe das, was nur gesagt wird, nicht als das definitiv zurückbehalten für die Zukunft der Europäischen Union. Aber vom November, Dezember wenn die neue Administration in Deutschland installiert, das dann wird man über Substanz können schwätzen. Gibt es dann noch eine Chance, dass durch die deutsch-französische Zusammenarbeit irgendwann den institutionellen Kader geändert wird? Das ist eine ganz große Frage. Wo fängt man an? Wo will man hingehen? Ich meine, es sind ein paar Rotlinien, die die Memberstaaten nicht akzeptieren, dass der Staat, Lützeburg, der belgische Staat, der deutsche Staat, der französische Staat, die werden immer für existieren. Das muss gemerkt, dass da, wo die Staaten an ihrer nationalen Kapazität und Kompetenz beschränkt sind, für Riesen umzugehen wie Google, Apple, die dann tanzen, wenn man nicht gruppiert, gehen zu viel gehen. Die Schwierigkeiten die müssen wir überwinden. Das geht nämlich just durch einen größeren Zusammenhalt an der Europäischen Union. Eine geballte Demarche von den 21, die Kommission unterstützen. Als Speerspitze von dem Ganzen, das kann am Interesse von uns, aber finalement am Interesse von den Entreprisen, die ganz großen Konzerne, die auch an eine Situation kommen, die aber auch nicht kann objektiv von Bestand sein, wenn sie Staaten an ihren Hoheitsaufgaben immer mehr marginalisieren. Ich gebe Ihnen gerne zurückkommen auf Jean-Claude Juncker. Die hat eine Proposition von ihm abgegriffen, die ihn auch schon ein paar Mal wiederholt, wenn es um die Erweiterung geht von der EU. Ich will dann kurz darüber auch gehen. Aber meine Proposition geht ein bisschen mehr weit. Er hat gesagt, an den 5 Jahren, wo er Präsident von der Kommission ist, geben keine einzige Erweiterung von der Europäischen Union präkonisieren. Ich gehe mir weit, weil ich so, wir sollen überhaupt keinen neuen Memberstaat mehr abholen, bis wir Regeln gehen haben, für die aktuelle Europäische Union besser funktionieren zu lassen. Ein Beispiel: Ungarn und Polen setzen sich über das europäische Recht weg. Sie machen nur den Konträr von dem, was sie versprochen haben, wie sie an die Europäische Union gekommen sind. 2004 hätten sie sich dem mal so behalten wie Lo. Da wären sie nie Member von der Europäischen Union. Und dafür muss man so zu Serbien, Montenegro, Kosovo, die Freie Republik, Jugoslawische Republik, Mazedonien, eine andere, dass für sie recht ein Platz an den europäischen Institutionen ist, wenn man Regeln können, was auch ein Memberstaat den Defaillant als sanktionieren. Eine Vertragsänderung. Wir brauchen dafür eine Vertragsänderung, wir brauchen etwas Solides, dass man nicht durch die Stoffe von dem Land am Anfang den Gag mal möchte, damit man europäische Wälder möchte. Noch zum Schluss kurz, wie sieht ihr mit der Türkei? Denn das Abkommen an der TV-Debatte mit der Merkel und Martin Schulz?
Se so es war den allgemmenge Malaise ëmkennt, dats kein ganz zufrieden mat der Situation fir mo ganz viersichtig auszudricken. Den Herr Erdogan huet am Punkt froh, op Türkei an der Europäischen Union selber beantwort durch se behullen möchten dem Land seg Beitrittsperspektiven onmeiglech. Da brache mir net so mir wëll net heen wëlt net, well sich einfach permanent an enger Position rëmpfend, déi en absolute Verstoß ass vun elementärsten Grundrechter, die an der Europäischen Union muss respektieren. Dat hicht wann ich richtig verstanden hunn ass dem Moment Priorität, ass die EU de Ball bis mir flach halt. Ja, Di sieht nach ganz jung, wann Dir an der Midlife-Crisis si, dann ass Türkei nach net Mamba vun der Europäischen Union. Es so Dir Schimmels Merc. Gegenschied. Schönen Abend.